Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Mit dem Lob von den Engeln, wo die Geburt von Jesus im Stall von Bethlehem feiern, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Nähe und der Ferne zum Gottesdienst am Heiligabend 2020 begrüßen. An der Orgel habt ihr mit dem Eingangsspiel der Johannes Jacki gehört, einen von unseren Spiezerorganisten. Als Sängerin werdet ihr die Letizia Karaman hören, die bekannte Weihnachtslieder singt. Mein Name ist Thomas Josi, ich bin Pfarrer in Spiez und wir feiern den Gottesdienst in der Spiezer Dorfkirche. Die Lesungen wird der Egon Brechbühler rezitieren. Für die Technik ist der Hans Stalder verantwortlich. Heiligabend, eine spezielle Zeit. Abend, feister und gleich leuchtet Licht. Ein Haufen Kerzen, die Osterkerzen. Hier in der Kirche brennen die Lichter am schönen, mächtigen Weihnachtsbaum, den die Sigristen wunderbar bekränzt haben. Vielleicht habt ihr ja auch ein Weihnachtsbäumchen daheim. Die Lichter scheinen und erhellen uns den Weg. Wir hören in diesem Gottesdienst eine von den 3 Weihnachtsgeschichten, die wir im Neuen Testament beschrieben haben, die vom Lukas-Evangelium. Weihnachtsgeschichte, das bedeutet auch, Gott hat einen neuen Bund. Ein neues Testament geschlossen mit den Menschen. Im Alten Testament hat er einen Bund mit dem Abraham und seinem Volk geschlossen. In der Noah-Geschichte steht der Regenbogen sogar als Zeichen vom Bund, wo Gott mit der ganzen Erde schließt. Und jetzt an der Weihnacht wird der alte Bund gestärkt und bekräftigt mit der Geburt vom verheißenen Retter. Wir hören jetzt das Lied 395 aus dem Kirchengesangbuch. Alle 5 Strophen. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Dir heut
Wir wollen beten. Ewiger, grosser, geheimnisvoller Gott. Heute Nacht ist heilige Nacht. Wir hören in die Nacht der Nächte raus. Die Botschaft der Engel wollen wir hören. Der Lichtglanz vom Stern von Bethlehem möchten wir sehen. Die Ankunft in unserer Welt möchten wir spüren. Noch sind wir voll von Eindrücken von diesem Tag. Darum bitten wir dich, lass uns zur Ruhe kommen, ankommen. Bei dir und bei uns selber. Tu du unser Herz und Sinne auf. Mach uns empfänglich für das Wunder von dieser Nacht. Wir danken dir dafür. Amen. Ich lese von der Zürcher Bibel aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 14. Die Geburt Jesu. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus, alle Welt solle sich in Steuerlisten eintragen lassen. Dies war die erste Erhebung. Sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen, mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Und es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Himmels, des Herrn, umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr, in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Ihr hört jetzt aus dem Kirchengesangbuch das Lied 402, die Strophen 1, 2 und 4. Ich steh an deiner Krippe hier. Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke
Ich lese aus der Lutherbibel 1. Moses 3, Verse 7 bis 13. Der Sündenfall. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Ein bisschen schräg denken ihr alle die Sündenfallgeschichte an der Weihnachten. Vor ein paar Tagen habe ich die Geschichte wieder mal gelesen und war total fasziniert. Stellt euch das vor, die Schlange, die verheisst Adam und Eva, dass sie wie Gott sein können. Das Gute und das Böse erkennen, wenn sie nur von dieser verbotenen Frucht würden essen. Dann gehen ihnen die Augen auf. Sei wie Gott. Ungeheuerlich ist doch das. Welche hohen Flüge in den Gedanken von diesen beiden sind echt dort abgegangen. Nicht mehr da um ein paar Bäumchen rumgurken und Kräuter und Beeren essen und ein bisschen Zeit vertreiben miteinander. Nein, sei wie Gott. Die grossen Dimensionen sehen und an den grossen Dimensionen können umschrauben und alles bis ins Tiefste hinein können erkennen. Eine Erweiterung vom Bewusstsein, würden wir heute sagen. Das ist wie Kino schauen, nicht nur in 3D, sondern in 4 Dimensionen. Mit 100-fach Stereo und Dolby Surround und allem Verrückten dazu. Die ultimative Erfahrung. Also ich muss sagen, ich begreife das schon noch, dass es die beiden gekuzelt hat. So brave Menschenkinder sein und alles in der Ordnung machen. Und lieb und nett sein zueinander, das ist doch eher ein bisschen langweilig. Und es passiert also, und die beiden essen von der verbotenen Frucht, und dann heisst es so schön in unserem Bibeltext, da gingen den beiden die Augen auf. Und jetzt denken wir, wow, jetzt geht's los mit dem ultimativen Erlebnis. Jetzt kommen die grossen Erkenntnisse für die Menschen in dieser göttlichen Dimension. Die grossen Einsichten und Zusammenhang von der Welt. Zu wissen um alles. Und dann geht der Satz so weiter. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Es kommt mir gerade so vor, wie ein grosser, farbiger Ballon fährt an schweben in den Himmel rauf. Wunderschön. Und dann plötzlich kommt das kleines, spitzes Güffeli, das reingesteckt wird. Und dann der Ballon sackt zusammen. Er furzt, macht ein furzendes Geräusch und ein schrumpeliges Plastikhütchen bleibt übrig. Fertig. Das ist alles, was noch da ist. Das ist alles, was von diesen Träumen noch führig ist. Von diesen pompösen Träumen. Oder es kommt mir so vor wie der Präsident Trump, der so pompös vor der ganzen Welt und ihren Mächten auftritt und will zeigen, dass er der grösste und der mächtigste Mann sei. Mit unglaublichen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und dann wird er nicht mehr gewählt vom amerikanischen Volk. Auch wenn er es nicht wahrhaben will. Und dann geht zusammen wie ein Häufchen Elend. Vorüberbückt läuft er jetzt, seine Anwälte können noch nichts mehr ausrichten. Die Schulden, die er angehäuft hat, fangen an zu drücken.
und die Staatsanwälte fangen sich für seine Machenschaft an zu interessieren. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Auch bei Adam und Eva ist nicht mehr viel übrig geblieben. Da wagt also der Mensch das Ungeheuerliche und will die Himmelspforten öffnen und in den Himmel hineinschauen. Und dann passiert etwas ganz anderes. Der Mensch bemerkt, dass er viertelblut ist. Er bemerkt seine Armseligkeit, sein Elend und probiert das zu kaschieren. Aber was passiert, ist etwas Tragisches. Mit dem Bedecken von der eigenen Blöße, mit einem Feigenblatt, will der Mensch nicht nur vor sich selber sein Blutsein verdecken. Nein, er erträgt so nicht mehr vom Mitmensch klar und ehrlich angeschaut zu werden. Der Mensch erträgt den Blick vom Mitmensch nicht mehr. Fertig. Die Harmonie ist vorbei, sie ist gestört und kaputt. Ein Riss geht durch unsere menschlichen Beziehungen. Man kann nicht mehr über alles miteinander reden, man kann nicht mehr einfach ehrlich sein voreinander. Man hat Geheimnisse und muss die eigenen Blößen und dunklen Seiten voreinander mit Feigenblättern verdecken. Die Harmonie ist weg. Der Mensch ist aufgebrochen zu Höhenflügen mit riesigen Erwartungen und riesigen Träumen und gelandet ist er im Elend, in der Zerrissenheit, in der Trennung voreinander. Und nicht nur voreinander müssen die beiden Sachen verstecken, sondern sie müssen sich auch miteinander vor Gott verstecken. Etwas ganz Neues. Auch die Beziehung zu Gott ist gestört. Es ist doch wunderschön, die Erzählung, so wie sie nur die Menschen im Nahen Osten erzählen können. Gott geht im lauen Abendlüftchen spazieren, im Garten Eden. Ist doch wunderschön, die Symbolik. Gott kommt runter aus der Himmelshöhe in die Realität von uns Menschen hinein. Und er ruft sie, Adam und Eva, wo seid ihr denn? Was, das kann doch gar nicht sein, geht uns durch den Kopf. Der allmächtige Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, weiss nicht, wo die beiden Menschen sind. Das kann doch nicht sein. Doch, natürlich weiss er's. Und wir erwarten jetzt das grosse Donnergrollen, das grosse Donnerwetter, wo jetzt los sollte gehen. Ihr habt doch gewusst, dass ihr nicht von dieser Frucht dürft essen. Wenn ihr davon essen, müsst ihr sterben. Ich habe euch's doch gesagt. Das grosse Gericht und die grosse Verdammung. Aber nichts davon passiert. Gott ruft der Mensch. Wo bist du? Fragt er. Gott will dem Menschen Gelegenheit geben, sich freiwillig zu stellen. Dazu zu stehen, was er gemacht hat. Da zeichnet sich die Dynamik der Beziehung zwischen Gott und Mensch ab. So wie sie in der ganzen Bibel immer wieder zum Vorschein kommen wird. Gott schenkt dem Mensch Freiheit. Sucht in der Freiheit Beziehung zum Mensch. Nicht im Zwang, nicht im absoluten Gehorsam. Und Gott ruft den Menschen, er tritt in Kontakt mit ihm, er sucht ihn, ist besorgt und stellt ihm Fragen, wo bist du, was hast du gemacht? Wer hat dir gesagt, dass du Blut bist? Hast du vom Baum gegessen, den ich dir verboten habe, davon zu essen? Gott nimmt den Menschen ernst, will wissen. Aber Gott baut ihm goldige Brücken. Ganze Haufen von diesen goldigen Brücken. Und schafft so die Möglichkeit vom Kontakt, vom Gespräch, vom Austausch. Was für ein Gott ist denn das? Einer, der sich runterlässt, der runterkommt, der der Mensch sucht, der den Kontakt sucht, der sich klein macht. Ja, genau so ist der Gott. Und dann kommt eben jetzt die Weihnachtsgeschichte ins Spiel. Gott, der sich klein macht, der Mensch wird, der Menschengestalt annimmt, das ist doch Weihnachten. Gott, der zur Welt kommt in der Gestalt von einem blutten, völlig hilflosen Kind, das in einer Futterkrippe irgendwo in der Prärie, in einem Stall bei einfachen Leuten zur Welt kommt.
Und die Engel, die verheißen, euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr. Der Heiland ist geboren, der Heil bringt, der das Zerrissene in unseren Herzen und in der ganzen Menschheit innen kann kitten. Was für eine wunderschöne Geschichte. Gott, der eben nicht der Sheriff von Staatsanwalt ist, der den Menschen Angst und Schrecken einflößt. So ein Beispiel haben wir ja in der Schweizer Geschichte auch gerade erlebt. Nein, Gott, der den Menschen sucht und der ihm Brücken baut und ihn einlädt. In der Erzählung vom Sündenfall, da antworten Adam und Eva auf die Fragen von Gott. Eigentlich bitter und schäbig. Der Adam sagt, die Frau ist schuld, die du mir zur Seite gestellt hast. Sie hat mir von dieser Frucht gegeben. Und Eva sagt, die Schlange ist schuld, die hat mich getoschen. Wegen ihr habe ich von der Frucht von diesem Baum gegessen. Das alte Spiel, wir kennen es alle. Niemand ist schuld. Keiner will schuld sein. Der andere, der ist schuld, aber nicht etwa ich. Das erinnert mich gerade an unsere 3 Kinder, wenn sie auch bei irgendetwas bosget haben daheim und niemand wollte schuld sein. 3 Kinder und dann hat die Frau auch gesagt, ja, das war, denke ich, das 4. Kind gewesen. Genau so bei Adam und Eva. Und dann gibt der Adam, das ist dann noch das Verrückteste, eigentlich Gott am ganzen Schlamassel die Schuld, weil er sagt, du hast mir doch die Gefährtin zur Seite gestellt. Du hast doch das Ganze so wollen. Du hast uns doch so gemacht. Du hättest uns ganz anders machen können, als wir sind. Dann soll noch Gott die Schuld sein an diesem ganzen Schlamassel in unserer Menschheit drin. Du hast den Menschen falsch konstruiert. So hören wir den Adam reden. Ein richtiger Rechthaber ist er, der Adam. Aber auch ein bisschen ein Hösler, gell? Und eigentlich haben wir die ja nicht gern, die ewigen Rechthaber. Die immer den anderen die Schuld geben. Aber die Reaktion von Gott ist ja nicht die uns gerade so zunächst wäre, es ist eine andere. Schon der Prophet Micha sagt von Gott, dass er nicht für immer festhält an seinem Zorn, denn er hat gefallen an Gnade. Micha 7, Vers 18. Die Liebe ist Gottes Antwort. Eben die Liebe, die sich an der Weihnachten zeigt, in dem kleinen, blotten Kröckeli, das auf die Welt kommt. Die reinste und hilfloseste Art von Menschsein, die es nur gibt. Und der Mensch, der Jesus von Nazareth, der wird zum Christus, zum Erlöser, zum Messias für die ganze Welt. Und der erste Adam, das ist keine Fehlkonstruktion. Wir kennen uns doch. Wir alle haben noch Potenzial. Da ist noch etwas rum. Wir sind so geschaffen worden, wie wir sind. Eben mit allen Freiheiten, die wir zur Verfügung haben. Aber der Paulus sagt schön im 1. Korinther 15, er redet vom 2. oder vom letzten Adam. Der erste Mensch, Adam, wurde ein lebendiges Wesen. Der letzte Adam wurde lebenspendender Geist. Das ist die Antwort von Gott auf die Reaktion vom Mensch, auf einen Sündenfall. Die Geschichte ist nicht zu Ende mit dem Sündenfall. Der Sohn von Gott wird die Geschichte zu Ende führen. Er wird die armen Adam und Eva, die mit einem Feigenblatt verhüllt sind und sich irgendwo im Gebüsch verstecken, vorholen. Vorholen ans Licht und sie heimbringen. In die Arme vom Schöpfer, vom Vater und von der Mutter von allem Leben. Amen.
Wir werden still zum Fürbittengebet. Wir schließen das Gebet abschließen mit dem gemeinsam gesprochenen Unser Vater. Jesus Christus, wir wären gern mehr, als wir wirklich sind. Könnten das noch und dieses und müssten uns nicht über unsere eigenen Schwächen aufregen. Hilf uns, zu unseren Schwächen zu stehen, auch wenn sie uns belasten. Hilf uns, zu unseren Fehlern zu stehen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Hilf uns, unsere Freiheiten im Leben gut zu nutzen. Nicht nur den eigenen Vorteil zu sehen, sondern auch die Mitmenschen, die froh sind für unsere Unterstützung. Wir wären doch so gern so gute Menschen wie die Mutter Teresa. Aber immer wieder kommt uns etwas dazwischen. Danke, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind, und uns nicht verstecken müssen. Wir bitten dich für alle, die Feister sehen in dieser Weihnachtszeit. Für alle, die jemand Nächstes verloren haben und vermissen. Wir bitten dich für all die Menschen, die in Kriegsgebieten leben, die um zu überleben müssen kämpfen, die auf der Flucht sind, weil sie nicht mehr in ihrer Heimat leben können. Christus, du bist der, der Frieden bringen kann auf unsere Erde und in unser Herz. Komm zu uns, erfüll unsere Welt mit deiner Gegenwart. Gemeinsam mit der weltweiten Kirche beten wir jetzt die Worte, die du uns Christus hast gelehrt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt als Schlusslied das Lied 409 aus dem Kirchengesangbuch, Strophen 1 bis 3, O du Fröhliche, O du Selige, wo uns Letizia Karaman singt mit der Begleitung von Johannes Jacki an der Orgel. Selige, Gnaden,
Wir wünschen euch einen schönen Weihnachtsabend und gute Festtage. Zum Abschluss wollen wir noch um ein Segen bitten. Ein Segen auf euch, die ihr arm seid. Euer ist das Reich Gottes. Ein Segen auf euch, die ihr trauert. Ihr sollt getröstet werden. Ein Segen auf euch, die ihr nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Ihr sollt satt werden. Ein Segen auf euch, die ihr Frieden macht. Ihr sollt Kinder Gottes genannt werden. Ein Segen auf euch, die ihr verfolgt werdet um des Rechtes willen. Euer ist das Himmelreich. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gehet hin in Frieden.